One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Willkommen beim Podcast One Planet 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reichel und ich begleite euch durch die 20 Episoden von diesem Podcast. Das ist der Podcast, der jedem von euch soll helfen zu verstehen, wie Lützeburg kann wirklich nachhaltig gehen, für das Planet für uns alle gut durchgeht, aber wie wir können alle gut mit konkreten Mesuren dazu beitragen. An Haut schwätze ich mit Josh Bock, moin. Moin. Ich werde ein faszinierendes Thema, Steuern. Was muss ich machen, für das Leute nur lauschen? Ja, dann musst du das so erklären, dass du drin verstehst. Dann probieren wir mal, an dem wir über schwätzen. Persönlich, ich meine, das ist schon mal immer mehr spannend. Einfach, die seid von Formation Ökonomist. Ja. Die hat zu Straßburg studiert, an Dono Werner Lang bei KPMG, auf verschiedenen Positionen. Und irgendwann hat gesagt, okay, lo gründen ich etwas Eigenes. Ja, was war das? Also, ja, weil irgendwann schon die Finanzwelt gut kennengelernt und auf dann ist es auch Thema interessiert oder nicht nur interessiert, möchte Urgence gesehen für sich aber ein anderes System zu überlegen oder für darüber nachzudenken, wie Decke verändern. Weil verändern ist nicht für eine Veränderung von diesem System, die aber muss passieren. An den Teil davon ist natürlich auch, was Leute mit ihrer Suche machen. Wir haben alle gewisse Gespurtes an ganz Tag gehen wir davon ein bisschen Decisionskraft auf, gehen so wo Banken und wir lassen nicht in einer dezidieren. Und die hat eine Plattform, die wir gegründet, die ist Moneyflow. Das ist eine Entreprise, die am Anfang soll erlauben, nachhaltig oder Decisionen zu treffen über Nachhaltigkeit oder seine Valeuren unabhängig von Banken, an dem du selber kann dezidieren, will ich an Nuklear investieren, will ich an Öl und Gas investieren, will ich an Palmöl investieren. Aber anstatt nicht will, dann drückt ich die richtig Knäppersche und dann kriege ich Propose gemäht, die dann eben die Themen ausschließen. Wir lassen aber nicht fragen, was die Themen sind, aber was wichtig ist, es sollen sich positionieren, mit so kann ich auch gut Initiativen lancieren. Und geht auch hauptsächlich auch für so zu verdienen, an dem es wo ich etwas Gutes mehr. Und die interessiert erst auch für Blockchain-Technologien. Ganz genau. Also in Deal zum Beispiel ist es so, dass man auch darum geschafft haben, für die Investitionsmöglichkeiten so billig wie möglich und Leute zu kreieren. Und das machen wir mit der Hilfe von der Blockchain-Technologie, weil die Technologie effektiv ist, die extrem effizient ist. Die auch, ich muss das nur direkt so, weil das kriege ich da ganz stark gesagt, die auch extrem energieeffizient ist. Der Blockchain nicht mit Bitcoin gleichsetzen. Bitcoin konsumiert natürlich enorm Energie, und da kann ich noch darüber diskutieren. Die Blockchain, die wir benutzen, die gebrauchen nur 1/3 von der Energie, die eine Visa-Transaktion gebrauchen. Das ist, das ist so das möglich, dass Green goes digital and digital goes green. Schon ein schöner Slogan, den wir dabei haben. Also sind wir noch gar nicht bei der Vision, aber am Anfang ist es mehr wichtig zu wissen, was das eigentlich eher Vision für die Zukunft. Meine Vision für die Zukunft ist Ökonomie nicht mehr nachhaltig. Nicht mehr nachhaltig. Nicht mehr nachhaltig. Also ein Bezug zu Steuern. Ich könnte ja mal ganz provokativ fragen, brauchen wir 2050 noch Steuern? Brauchen wir ein Steuersystem? Ja, und ich meine, den Einstein hat das gesagt, sind zwei Sachen, die sicher am Leben, nachdem das Tote dann sind Steuern. Für was brauchen wir immer Steuern? Aus verschiedenen Gründen mit Steuern leben wir eine Gesellschaft und mit Steuern geben wir einer Gesellschaft auch mehr an Infrastrukturen. Und du könnt noch, die hat das schon ein bisschen noch gesagt, mit Steuern steuern wir auch. Und so gesehen brauchen wir immer Steuern, das wird immer so bleiben. Dir hat zusammen mit dem Nachhaltigkeitsrat eine Studie herausgelassen, mit einem ganz komplizierten Titel, wo da aber eigentlich um Tax Shift geht. Ja. Könnt ihr vielleicht auch Summe davon machen, weil du geht ja auch darum, wie ein nachhaltiges Steuersystem für Lützeburg kann ausgesehen. Genau. Also was wir wissen, was wir am Nachhaltigkeitsrat wollten machen, das zu sagen, okay, wenn wir hier hingehen und wir denken immer von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr, dann möchten wir immer nur kleine Sachen. Aber was wir aber brauchen an der Situation, wo wir sind, sollten wir manchmal als schuldig sie für darüber nutzen, denke für was die so schön sind, ein Paradigm-Shift, also für das groß ganz denke auf vorzustellen. Und dürfen wir gesagt, ein Platz, dass wir hingehen, was wir am Anfang gucken, wir haben mit klein, was sind Mesuren, gesagt, wollen wir das ganze System müssten auf vorstellen. Was wird dann ein nachhaltiges Steuersystem? Und da haben wir als zusammengesetzt mit einer Gesellschaft, die daran spezialisiert ist, X-Tax.
Und dann haben wir gesagt, haben wir mit ihm noch diskutiert, was soll ein nachhaltiges Steuersystem sein. Also erstens, ein nachhaltiges Steuersystem soll als Objektiv von nachhaltig klimaneutral, inklusiv, jeder soll damit eins können gehen, jeder soll gerecht behandelt gehen und soll nach wie vor eine kompetitive Welt behalten. Ja? Also das heißt, das ist nicht so, dass dann auch die Entreprisen an sich an einer Situation sind, wo ich sagen, okay, da kann keine Ökonomie mehr stattfinden. Also das ist das erste große Ziel von seiner Steuerreform, wenn ich das machen. Das zweite, das bei uns heute Steuersystem, das ganz klar darauf ausgerichtet, für hauptsächlich Profite zu besteuern, an Erbischt. Auch wenn wir gucken, wo sind im Moment die großen Herausforderungen von dieser Welt, die liegen auf der Utilisation der Ressourcen, also die liegen auf der Pollution. Muss man also nicht hingehen. Also, wir müssen ein Steuersystem schaffen, den das mehr stärker ranzieht, für irgendwo auf eine Welt zu kommen, wo man da für Steuern am anderen Ressourcen brauchen, am anderen Pollution Steuern soll ja steuern, hat er schon gesagt. Im Sinne, dass eine faire und nachhaltige Finanzierung der Gemeinschaft unabdingbar ist. Wir besteuern heute in Luxemburg bei den direkten Steuern vor allem Gewinne von Gesellschaften, die wir hier ansiedeln wollen, und den Arbeitslohn der Beschäftigten. Seit kurzem gibt es zudem eine CO2-Steuer. Wie kann man das Steuersystem so umbauen, dass es besser die globalen und nationalen Nachhaltigkeitsziele unterstützt? Ja, also von unserer Seite aus haben wir dann effektiv so eine Etude gemacht, wo wir hingegangen sind. Und wir haben Konsumation, und Pollution und Utilisation von Ressourcen besteuert für Lützeburg. Was heißt das im Klartext? Wo ist Sputtenöfen bei uns, wenn wir uns dann an Steuern muss immer an einem globalen Umfeld gucken, wo ist Sputtenöfen definitiv auf der TVA, zu Lützeburg ist Sputtenöfen, und TVA ist eine Steuer, die auf der Konsumation liegt. Und dann, wo es Sputtenöfen, wo sie Möglichkeiten do, wir haben einen Logistical Hub, da wir das Ökonomie verbunden, und das ist gut, wir haben das auch Responsabilität verbunden. Natürlich, dadurch haben wir natürlich auch viel Kerosin, also weiter und so fort, den verbraucht wird. Dann haben wir, sind wir in Transitland doch für viel Verkehr. Das leitet zusammen noch mit dieser Politik, was mit Benzin und Diesel und so weiter geht. Also da sind überall Möglichkeiten. Natürlich, an der Etude haben wir probiert, eine Simulation zu machen, wo wir von 2021 aufhängen und 2025 abhalten. Und da geht man über 4 Jahre, und dann geht man mal gucken, wir gehen graduell TVA setzen. Konsumation, das heißt, die Leute nutzen, denken, wie sie konsumieren, Konsumation nicht encouragieren, mehr bewusst zu machen. Das zweite, das dann auf dem Diesel an einem Accisen zu schaffen, und der Aviation zu schaffen, und dann auch ein ganz Kopf einer kleine Elemente wie Pollution vom Wasser und so weiter und so fort, die sind alle gemacht dran, Versicherung vom Böden, das sind nicht die Großpunkte. Die großen Aggregator werden nur die ich gesagt habe. Nun haben wir sich gesagt, wir könnten 2 Milliarden mehr abheben, wenn wir durch schaffen. Da muss ich natürlich so, wir hatten gesagt, Inklusion ist wichtig. Wenn ich also TVA setze, dann muss ich zu Recht ganz komplett, stopp, mein Kaufkraft, also weiter. Dafür geht die 2 Milliarden, geht ja nicht darum, für Steuererhöhungen netto durchzuführen, es geht darum, für ein Umwesel vom Steuersystem zu machen. Das heißt, schon die 2 Milliarden geholt, und ich gehe sie dann zurück. Und an der Etude, das dann simuliert, gibt für, dass das Ganze soll gerecht auflaufen, dass 60% gehen und die Haushalte zurück, 40% und die Entreprisen. Ja, 1,2 Millionen sind 1,2 Milliarden gehen und die Haushalte zurück. Auf was für einer Form? Eine Reduktion von den Steuern, die Leute bezahlen, Reduktion von der Security Sozialen. Aber für die Leute, die schon sowieso halt kein bezahlen, dann netto zufällig, für das die Kaufkräfte gestärkt wird und dass sie nicht als Verlierer sollen rausgehen. Was hält ihr also für so Konzepte wie Klimageld und eben noch Redistribution von denen, die mit CO2-Budget locker eins gehen, an andere, die drüber sind, dass die Leute praktisch so zurückkriegen für das, was sie nicht verbraucht haben? Also ich meine, Mikrolevel soll ein ganz klar Incentive versetzen, dass die Leute sich sollen Nummer 1 bewusst sind, wie Konsumationsmuster sind, fängt mit dem Bewusstsein an, geht mit der Education und dann geht es dann mal um, wie will ich mich da verhalten und wie will ich mich dann anpassen. Und das ist ganz klar so, dass es soll eine Mannerkonsumation encouragieren, ich spüre umgehen encouragieren
as sech in net spërsam ëmgoen, mo net bestrofen, dat du net froh, dat so ganz interessant. Wenn wir gucken, wann sein Dreckskivel an de Busch ausschöpft, da sind wir für alle eins. Nummer 1, die soll ein Protokoll kriegen, Nummer 2 soll wäschkolge, die soll bezahlen. Was ist aber so, wenn man nur zum Beispiel Luftverschmutzung denken, dann ist das so eine Perzeption, dass das gratis ist. An einer Ökonomie ist nicht gratis. Sogar wenn ich Ökonomist bin, muss ich darüber nur denken, was ist der erste Punkt davon, wie soll das bezahlen, wie soll das gerecht bezahlt gehen. Also geht es Männer um Bestrafung, geht mehr darum, wirklich, was für Schuld machen ich, an die Schuld, die ich mache, dann muss ich ja schließlich dafür abkommen. Kann es so sein, dass ich nicht mehr sozusagen ein Produkt machen, aber mal Produkte machen, darf man auch nicht blond sein oder naiv. Also, du bleibst kein Footprint. Doch, das ist immer ein Footprint. Da sind wir froh, wie kann ich ihn equilibrieren, wie kann ich ihn minimisieren, wie kann ich ihn kompensieren. Und dann, in dem Moment, also da war so die Schuld in den Städten, für soll ich auch abkommen, weil das ist ein Teil vom Produkt. Und das also an der Ökonomie orientiert als ein Klose. Weil du vielleicht wichtig ist, dann für die Konklusion davon zu sehen, was man rausfindet, ist der Etude, dass am Anfang, wenn in das an dem Lützebauer Modell sieht, dann haben die relativ probiert, genau zu fassen, dass nach wie vor Emploi kreiert wird, dass nach wie vor, wir hatten eine Emploi-Kreation am Jahr 2025 von 1,5%, ohne dass so ein Incentive da wie die Ökonomie nachgeht, füßelos mit, muss ich auch nicht wissen. Und der Zweite, dass wir hatten aber in PIB-Wachstum von 0,5%, wir hatten eine Reduktion vom CO2 von 11%. Also, dem Ziel entsprechen. War man noch nicht genug für. Ja. Mir war aber ganz klar nur bringen. Nummer 1, kann ich soll sich mit so einem Thema beschäftigen, also probieren, sie anzubauen, an die Ökonomie drehen führen, für Leute die Arbeitsplätze geschafft, Leute tun Arbeit, können so verdienen, an CO2 geht drauf. Das heißt, das lohnt nicht, und das ist das, was für uns wichtig wäre, herauszufinden, gibt das normalerweise mal zu springen, dass man nicht mehr kompetitiv sind und dass die Ökonomie zusammenbricht. Top Flop. Was will nicht, ich muss erklären. Was ich nicht mehr erklären will, ist, dass eine Ökonomie, die nachhaltig ist, nicht kompetitiv ist und zum Beispiel nicht Profite generiert. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, weil ich oder ich gehe vielleicht dann direkt in den Weg. Normalerweise gehen die Leute davon aus, wenn sie nachhaltig investieren, dass sie Männer Profit sollen rausgehen. Und ich sage, ja, das ist alles schön gut, man dann nachhaltig investieren, aber ja, ich will aber so verdienen, und wie viel muss ich dann abgehen? Es gibt Statistiken von der ESMA. ESMA ist eine europäische Organisation, die komplett neutral ist, das sind Regulatoren. Die machen immer Statistiken, die was fangen. Und du könnt konstant raus, das soll die vielleicht auch noch an 3 Jahresmoyenne, nicht immer einen Peak gucken. An 3 Jahresmoyenne könnte 2017 raus, dass nachhaltig fangen mehr Profit machen, wie die normal fangen. Das heißt, die Idee, dass nachhaltig, dass man da immer verbunden ist, ich muss selbst abgehen, ist komplett falsch. Punkt. Das will ich, man muss den Leuten schon versuchen, das ist nicht so, dass man etwas kostet. So, das ist das Erste. Wir haben dann darüber nachdenken, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass die mehr Profit sind? Weil das am Anfang, also ganz klar, weil die Betriebe, die nachhaltig wirtschaften, die passen viel besser auf ihre Ressourcen, passen viel besser auf, dass ihre Prozesse gut sind. Und dadurch gehen ihre Kosten rauf. Aber wenn ihre Kosten raufgehen, haben sie mehr Profit. Das ist die eine Realität, die an den Etüden immer rauskommt. Das Zweite, was rauskommt, das natürlich, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, wir haben Gott sei Dank begriffen, dass verschiedene Externalitäten, die bislang an der Ökonomie nicht ihren Preis hatten, wie Luftverschmutzung, hat seinen Preis nicht, obwohl das ganz klar ein Preis da ist. Für das aus der Welt schaffen, kannst du das suchen, dass natürlich auch an eine Conscience da ist an der Politik, für zu sagen, wir müssen die Preise auch klären. Und das möchte natürlich so, dass die Ressourcen nach mehr teuer möchte. Und dadurch ist es nach mehr wichtig, dass ich nachhaltig wirtschafte. Und dass ich mal Gedanken darüber mache. Und dafür wird es so, nachhaltig kann nicht gehen mit Profit, nachhaltig kann nicht gehen mit Ökonomie, die erfolgreich ist, das will ich nicht mehr hören. Fakten, Fakten, Fakten. Was hängt zu, muss ich mal verhalten, darf ich nie mehr vergessen.
Die Zöl gibt es so nennen. Wenn man darüber schwätzen, hat iwwer Steuer geschwert, bis gesot wat mir am Nordkesro denke wollten provozeieren. denken ganz ernstcht an dat och probieren wissenschaftlich zu beleen. Du hast natürlich eng Zöl ganz stark nur 4 kommen. Aber mal gucken, wie viel Ressourcen oder wie viel Steuern kommen im Moment von Pollutionssteuern oder Utilisation von Ressourcen, also Gebrauch von Ressourcen, die also die man nicht mehr erneuern oder nicht schnell erneuern. Da könnt am Anfang daraus, dass man im Moment rund 3,4% von unseren Einnahmen sind nimmen von Pollutions- oder Ressourcensteuern. Du hast zum Beispiel die berühmten CO2-Steuer dabei. Du hast die berühmten CO2-Steuer dabei. Das will nach eng Zweeziffer, die super interessant ist, dass mir hat gefehlt, dass man immer mehr so Pollutionssteuern angefordert haben. 2010 war die Ziffer bei 7,2%. Das heißt, 2010 hat man eine Vision, hat man von mehr Steuern abgehofft, auf Pollution und Ressourcenbesteuerung, wie man das 2021. Da muss ich aber kritisch nachfragen, die muss doch gar keine CO2-Steuer. Gouf kein CO2-Steuer. Also schon, also sind noch andere Elemente, die mat spielen. Auch zu dem Zeitpunkt gouflechten von der CO2-Steuer gestartet, gouf Akzisesteuer gouf noch zu abgehofen. Also insofern das vielleicht auch der Tisch zu gewissen Developmenten kommen. Da muss ich natürlich auch etwas sagen. Ich soll aber im Moment ugeschwert sein. Was alles zuletzt schon mal ganz stark blockiert, auch zum Beispiel bei der Akzisesteuer, da das von der den Vedo von dem Textshift. Da gebe ich schon so, mir hatte gesagt, okay, wir gehen die Leute auf der einen Seite an der Revenuen, an der Sécurité Sociale oder netto Payout, gehen wir ihnen zurück. Und auf der anderen Seite hat man TVA entlohnt. Was zum Beispiel an der Etude, was den Default von der Etude aus, man kann auch eine Etude natürlich nicht alles simulieren, dass wir uns zuletzt verschiedene auch Helligkeit, und ich will sie nicht de facto vorstellen, wir verschiedene Helligkeit, die es an der Politik zu bannen. Eng davon aus Indexation. Da kann ich so, wenn das Leben mit dir geht, dann, ja, dann Mensch den Lohn ist gleich. Das ist an der Reihe. Wir wollen schon eine Steuererhebung machen. Soll eine Steuererhebung dazu führen, ich will ja sozusagen nicht encouragieren, für mich zu konsumieren. Ich gehe mir aber mehr an der Pfeife, dass der Nachbar soll konsumieren. Also insofern muss ich sagen, wenn man so an das war von den Problemen für nach mir stärkt CO2 zu besteuern, also denke ich Belastung, ich könnte die Leute zurückgehen, mit dabei man kann doch als Gefüge mit verschiedenen Automatismen, die man haben, könnt entwickeln, aber wir sind geistig nicht bereit, für du Kompromisse zu machen, für zu sagen, okay, wenn man also geht, dann hingehen und zum Beispiel eine CO2-Steuer, die treibt den Benzinspreis an Lüden hier und da, sonst okay, ich kompensiere die Leute ernst, aber ich muss vielleicht nicht über Pi kompensieren. Ich muss ihnen da gucken, dass ich auf einem anderen Platz an der Umschiftung von den Steuern nicht mehr Steuerniveau hin das mehr gehen. Da kann ich da so, für was soll ich da mehr gehen? Sie soll ja mal konsumieren. Aber nee, einer, der sich da gut verhält, den hat ja gebracht man vielleicht Konsumation und nicht mehr in der Tasche. Dann den hat netto richtig gewonnen. Den hoffentlich dann, oder den hoffentlich sich reagiert, den nicht reagiert, den ist vielleicht ein bisschen ein Netto-Spiel, aber was wir wollen, dass die nicht sieht, man ja, in der Tasche kann schnell etwas mehr. Und so gesehen, dass Steuer mit Steuern, du setzt mir das an zu Limiten, an dem wo man andere Automatismen triggern, die zuletzt überschätzt politisch sind. Natürlich dürfen wir doch einer offenen, weil da gehen wir aus dem Steuersystem raus, so natürlich wir können auf Autos verzichten, brauchen ein Mobilitätssystem, vielleicht auch eine andere Organisation vom Terrain, eine andere Organisation von der Stadt, von der Organisation und so weiter. Das sind alles Themen, die wir auch geschwärzt haben im Podcast. Also kein Sorge. Wir bleiben bei den Steuern. Das interessiert mich noch. Ja, also das ist natürlich so, auch genauso wie die Ökonomie nicht für sich eine Veranstaltung für sich selber, sind Steuern noch keine Veranstaltung für sich selber. Man muss in der Kombination gesehen mit anderen Mesuren, die drum und drum setzt. Aber das ist natürlich eine Realität, wie man gesagt, die Jitfried trifft, die lebt. Du hast nur geschwärzt, TVA
Problem mit der sozialen Gerechtigkeit, weil es einfach die kleinen Haushalter mehr belastet, proportional wie Großhaushalter. CO2-Steuer geht ja ein bisschen dasselbe Argument gemacht, wenn ihr dem nicht umverdeelt. Wie kriegen wir dann, weil du gesagt inklusiv, also echt ganz wichtig, wäre das dann da wirklich so das, was uns fehlt, für das es wirklich zum Shift könnte eigentlich? Ja, also ich meine, muss ich noch so eine Tüte gemäden an mehr, wann in der Welt, also ich gebe lo nicht, dann sind wir, wenn wir aus einsam nur jetzt rot, das ist lo nicht im Koalitionsprogramm. Das ist nämlich kompliziert, wieso, und das muss ich natürlich mit graduellen Steppen machen. Wir können noch ein Thema Schutz kann man da lang machen, aber das sind komplizierte Mechanismen. Wir müssen aber wissen, dass auf alle Fall nicht kann von der Hand weisen, dass es komplett eine Katastrophe ging. Also das was wichtig wäre, für zu so, dass du hast Blödsinn, das geht überhaupt nicht, das kann ich nicht, du auf Basis von einem ganz strammen Modell, den in Europa auch teilweise gebraucht wird, haben wir gesehen, dass das durchaus ging. Das ist echt, was ich meine, was wichtig ist. So, wenn wir gucken, von der TVA geschaut, wie können wir die Shifter hier kriegen? Was ist dann so, wenn wir wirklich die Suen abheben, dann muss ich ganz klar hingehen an den innersten Quartieren, muss ich beisetzen gehen, an denen Leute auch nicht ausbezahlen. Du kann ich das aber, du kann ich so, ja, aber das ist aber nicht sozial gerecht. Und du denke ich zum Beispiel gesagt, ja, aber das geht für dann Häschen, die reich, die fliehen führen an die Karibik, weil die können sich das leisten, an den kleinen Mann, die können wir nicht mehr auf Mallorca. Weil wir sollen noch alle können durch, also es halte nicht für wichtig, dass die Leute sich bewegen in dieser Welt, weil da gibt es auch Citoyen du Monde. Das ist ganz, ganz wichtig für das Verständnis zwischen den Ländern abzumachen und für den Missbrauch und den Misstrauen zwischen den Ländern, dass zum Zweiten Weltkrieg kommen, weil sie sich nicht alle gekannt haben, wahrscheinlich. Weil wenn sie sich alle gekannt haben, dann ist das nicht so schlimm, wie ich das immer gesagt kriegen. Die Stresen ist aber wichtig. Und eine Menge Antwort dazu ist zu sagen, das man schrecklich lädt, aber egal, ob es billig CO2 ist oder teuer CO2, die fährt immer in die Karibik mit seinem Jet. Und das ist sogar so, dass der kleine Mann den Preis von der Pollution muss bezahlen. Ja, genau. Und das ist so das, was man nicht will. Das gibt kein System, das perfekt ist. Wir werden dazu feiern, dass den auf jeden Fall mal seinen Preis muss bezahlen. Und der kleine Mann muss nicht dafür abkommen, dass man Pollution kriegen. Der muss seinen Preis bezahlen. Und er muss für seinen Kosten abkommen, zu Recht. Nicht für mit der Dreckskiste, wenn ich den Dreck mache, muss ich auch gucken, dass er fortkommt. Das ist also das an der Hinsicht. Und durch den Ausgleich, den wir aber schaffen können, wir dem aber auch damals Möglichkeit geben und zum Beispiel nochmal zu reisen, weil nicht ja einen gewissen Ausgleich kriegt. Kit, dass über den teuren Preis geht ihm schon bewusst, und merkt ja, dass du Mensch. Da könnt natürlich in einer Wolle ans Spiel, dass ich glaube, auch keine Ökonomie, die nicht mehr über Gesetze gesteuert wird. Ökonomie ist eine Psychologie von den Menschen. L'offre de la demande, den so da kritisiert wird, ist nicht ernst, wie uns Verhalten probieren zu modellisieren. Und wenn wir da gucken, also, wenn wir also so, wir wollen zum Beispiel den noch dazu kriegen, dass den in ändert Verhalten und dergleichen, da muss ich hier motivieren, intrinsèquement die Entscheidung zu hören. Was heißt das? Zum Beispiel gibt es eine gute Zugverbindung, wenn ich will, zum Beispiel auf Code fahren. Ich fand eine Katastrophe für Europa. Wenn wir gucken, wo fängt man an zu sagen, wir dürfen nicht mehr den Fliegerhöhle für Brüssel, was zu Recht ist. Zugverbindung ist eine Katastrophe. Wir haben keine Frage investiert. In europäische Reise, wenn ich gucke, wie flott das von Lützeburg auf Paris fahren, du hast keinen normalen Mensch, der nach einem Flieger hält. So soll es sein. Doch soll so sein, dass ich am Anfang einfach so mehr natürlich. Und du hast natürlich Remmenke, ja, wo die Politik muss mitspielen. Ich gebe dann ein Beispiel, das ich schon können suchen, ob für die Zugreisen europäisch viel mehr stärker zu machen, dass ich gerade so gerne auf München am Zug fahren, an Platz den Flieger zu holen. Und da kommt natürlich auch dabei, dass man zum Beispiel im Moment ein Steuersystem haben, den eine Aviation noch immer befehligt. Und das heißt, zum Beispiel Kerosin gibt es weder Steuern nach TVA, wenn man, oder ein Ticket gibt kein TVA, wenn sie international fliegen, was sie alle machen. Und da am Gegenzug, wenn ich den Zug holen, dann leitet einfach TVA drauf. Da muss ich dann aber so, ja, irgendwo muss ich aber dann auch Level Playing Field aufhören, zwischen den Moyen. Wenn ich gerne hätte, dass die Leute sollen also mehr den Zug holen, dann kann ich nicht den Flieger über eine
eng Steuermesure befehllich. Dat mcht Käsen méi. Level Playing Field, also fantastisch Stichwort. Der kritische Geest. Bringt dann nicht für Lützeburg lang geht, aber Lützeburg super CO2-Steuern hat dann alles an Jana nicht abmachen. Wir können da lang nicht das ganze Steuersystem auf der Welt ändern. Da sind wir doch machtlos. Für allem tun wir dann mal selber Futti. Ja, also das ist ganz klar richtig. Wenn wir lo wollten, dass alles allein machen, das hat seine Limiten. Möchte also auch ganz bestimmt einen gewissen Teil negative Konsequenzen. Du kannst immer, darf aber nicht zu schnell abgehen. Das heißt, kann ich immer so, ja, dann machen wir nur nicht. Aber ich kann noch so einen Spruch, wenn ich will schnell gehen, gehe ich allein. Können wir Lützeburg allein machen, aber wenn ich will weit gehen, gehe ich zusammen. Ja. Und das so, ich meine, wenn wir gucken, eine planetarische Herausforderung, wo Schrittfriesing Verantwortung muss ich verhüllen, das ist mal ganz wichtig. Schrittfriesing Verantwortung verhüllen. Aber also ist doch wichtig, dass wir als Lützeburg also nicht, wir können da nicht alles allein machen, aber wir müssen uns an einem europäischen Kader, ich meine, du hast einen europäischen Kader, wo Lützeburg durch eine Influenz hat. Wir müssen uns an einem europäischen Kader positionieren. Das heißt, wir sollten noch effektiv hingehen, und wenn man das größt ganz gucken, mal an Europa auch eine Rolle spielen. Und was könnte das zum Beispiel für mich heißen? Wir können hingehen und wir können uns auf ein Qualis, wenn wir schwätzen von einer aus meiner Sicht gerechte Behandlung von dem Flugverkehr. Wenn ich mich also dafür kann ich einfach so, ich kann mich an negativen Eck setzen, ich kann mich an neutralen Eck setzen, oder ich kann mich an einen Eck setzen, wo ich so, wir müssen darüber nachdenken, dass wir das am europäischen Niveau machen. Aber wir müssen nicht so mehr am europäischen Niveau, dass das die europäische Ökonomie geschürt hat. Was heißt das? Wir müssen dann zum Beispiel hingehen, und das ist aber noch mehr kompliziert, mir ist just für den Gedanken gegangen. Ich gucke also nicht, den Kerosin zu besteuern, wo getankt wird. Weil wenn ich dann also irgendwo am Middle East, wo nichts wahrscheinlich mehr billig ist, tanken, dann fliegen dann durch die ganze Welt. Und die Lufthansa mussieren und die Lufthansa mussieren zu Lützeburg tanken, ja, dann wie soll das gehen? Aber ich kann ja auch so, ein Schiff von den europäischen Flugraum fährt, die muss die Steuer bezahlen. Und wenn man das dann ein Level Playing Field für uns alle gut, dann kann ich da so, ja, mehr, wenn die Lufthansa an Amerika fliegt, ja, dann muss das so lange gehen, bis die Amerikaner auch so, ja, komm, wir machen eine Steuer, weil das gerecht so. Wir sollten so hingehen, dass wir das intelligent machen, weil man einfach das so, dass Kompetitivität als eine Realität, ob wir sie wollen und nicht wollen, wir können nicht per Gesetz so schaffen. Wir müssen es einfach nicht an alle Domäten vorbeiehen. Das ist aber eine Realität, die nicht wegzudenken ist. Wenn wir zurückkommen auf Ihre Zukunftsvision, eine wirklich nachhaltige Ökonomie, nicht mehr nachhaltige Ökonomie, eigentlich auch. Ja. Was sind die ersten Schritte, die man noch vier gehen? Ja, also was für mich wichtig ist, auch für den von den Steuern geschwärzt. Steuern ist natürlich etwas, was am politischen Niveau für Kommunitäten dezidiert wird. Da kann ich nicht mehr sich machtlos für drauf fühlen. Das ist auch richtig, dass ein Teil was machtlos ist. Ich sage dazu immer Folgendes. Wir können als Welt verändern, wenn wir an die Ökonomie denken, können wir als Welt verändern, auf der Basis, dass wir Stimmen gehen, für die Leute, die dafür stimmen. Das ist noch mehr ein Privileg. Das ist schlimm, dass die ganze Leute nie mehr wollen, einen Spruch wollen. Darüber haben wir auch geschwärzt. Voilà. Das ist der Jangsache. Dann ist die zweite Wolle, das ist meine Konsumation. Ja? Und meine Konsumation, ich muss mir ein Bewusstsein schaffen, dass bei alles, was ich mache, dass ich eine Konsumation dein Konsumation mir Footprint töt. Und ich soll darüber nur denken, was für ein Kompromiss ich will machen, was sind Konsequenzen von dem, was ich mache. Ich bin dagegen für direkt, was ihr da gesagt habt, was man da halt geht, der Verbindung, wo das Spaßbremsen hat. Nein, ich muss mir bewusst sein, was meine ich da, wie kann ich auch kompensieren, wenn ich dann Verhalten habe, auf verschiedene Sachen will ich vielleicht denken oder Passion haben, oder was nicht ob der denkt oder dann verzichtet, mir kann ich nicht kompensieren und so. Einfach mir darüber nur denken, was das meine Verantwortung, was kann ich machen? Und du gibt es Sachen, die ich kann machen. Ich esse gerne Fleisch, zum Beispiel als Eltern
die sind als Dackers Generationen kommen, wo sich nicht all der Fleisch konnte lechten. Du nur gouf da immer gemerkt, wenn ich mit Kalechte soll ich all der essen. Man nee, auch wenn ich mit Kalechte schmecke. Nicht erstens und ich fand das nicht gut für meine Gesundheit. Das und zweitens also das Problem am globalen Spiel, weil ich kann nicht so an Brasilien, Amazonas Bösch gedoof geholzt. Für wat Deelweis ma jo will ma Mengen mis no méi Flech produzieren. Wann Manner essen, da gibt es Manner produziert, das Realität. An dufir ass déi Verantwortung, die as reell, die kann ech net einfach mal Politik trecken. Sie soll den anderen Gesetz an Amazonas Bösch soll net kann ich vermernet net zur Luftgols gin méi danégentéi Gedawer wie von fir dann awer die Beichten egentéi zu hunn, dann muss so ja hunn, dann muss alles sofir ze fiddern as so weiter. Hicht ich muss dat net alles hunn. Ich kann do effektiv még Grenz ranzen fri soll de Mäche wie wëlt, wann ihr wëlt vegetarisch schnecht ergéint, Ech sinn net net. méi hunn awer en ganz aner Bewusstsinn hunn awer entwickelt, vun 100 Schwees wéi dat das. Also die Konsumatioun ass fich. Lo da wo so heinst du ginn zwer verschi Sächen, die ich nëmi wëll hunn als Konsument, mit gët hat kein Alternativprodukt. An du fängt daneben a wo da kom ich op das Thema fir Drun och mat mégen Investissement zuen kann ich Responsabiltäit iwwerhhöllen. An du kann ich so Majo ech het gern, dat et an die dote Richtung geht oder an die dote Richtung. Du hast schon ganz fichtech, du gëtt ganz klar Trenden an noch Sächen, die ihr gesäit, dat beaflosst die Ökonomie. Will das ganz einfach so, dat du wost Investimenter hifleessen, du kann apps kreiert gin, méi du gi noch Preis op der Buchsen anlot. An Dufenner sind dann auch en Incentiv do, wir brachen den ekonomischen Incentiv, du hast dann eben noch den Incentiv do fir ze so jo dann lo unterstützen mat déi oder da geht die Ökonomie méi an die dotte Richtung. Hummer zum Schluss nach Käier Kritze Reck bei Finanzen. George Bock ist so 25 fir Gespräch. Merci auch. Dat war der Podcast One Planet 20 Futures vum Nohaltegkeetsrot Lützeburg. Echen haut geschwert am George Bock iwwer Steieren. Et war méi spannend wie ich geduert hunn. Ech resümieren zum Schluss immer kurz Gespräch. Dir sot Steuersystem vun der Zukunft muss ganz klar nohalteg inklusiv an kompetitiv sinn. Die 3 Pilier mussssen ze Summe geduert gin, an dëfir Hüt, die dafir gestaltt huet ass den Tax Shift an dat das wichtig, dat sind dat och gemeinsam beschwätzt, net nëmme géint den méi Madeneen, anhich och net nëmmen als Lützeburg méi als Europäesch Union. Da gehäert Herrsch awer och dazu, dats man iwwer individuelle Responsabiltäit schwätzen, an dozu gehäert och de Konsum vu Finanzen vum Finanzproduieren, wo et net schwezech bëssen darüber ze informéieren, an och Responsabiltäit ze iwwerhoelen, an net nëmme Responsabiltäit ofzeginn an alle Bereicher. Ass dat okay? Ja, Anne schon geleiert, dass CO2-Steuer nicht so wahnsinnig viel an der Tasche vom Staat ist. Genau. Ich so, vielmals merci. Merci auch. Ich so, merci für die Nullauschen und für die Gucken. Dir fand also auf alle Podcast-Plattformen. Abonniert euch für keine Episode zu verpassen. Nächste Freitag geht es schon weiter. Bis dahin schwätzt, wenn ich über den Podcast mit ihrer Kollegen, Freund, Familie. Schwätzt kontrovers, aber schwätzt. Nächste Woche geht es darum, One Planet, 20 Futures, Zukunft, also lo.